Haut will ich mit dir über Sicherheit schwätzen. Aber wie wir die Sicherheit an Europa oder besser gesagt direkt an unseren europäischen Außengrenzen noch können verbessern. Das ist ein wichtiges Sujet. All Jahre kommen mehr und mehr Leute für mehr oder minder lange Aufenthalte an Europa an. Am Jahr 2015 zum Beispiel waren es 50 Millionen nicht-europäische Bürger, also die Europäische Union besichtigt haben. Sie sind entweder geschäftlich gekommen oder für bei uns Vakanz zu machen oder zu studieren. Das bedeutet 200 Millionen Movementen über diese Grenzen. Wie können wir dafür sorgen, dass schon bei der Anreise erkannt wird, wen ein ordentlicher Bürger ist, und wen eine Gefahr für unsere Sicherheit sein kann? Wir müssen Kontrolle auf den Außengrenzen zwischen der Europäischen Union und Drittstaaten verstärken. Was kann ich also machen, für die Situation zu verbessern? Die Antwort liegt an der Technologie. So wie aus dem Telefon noch ein Smartphone gouf, muss aus unseren Grenzen noch eine Smart-Grenze gehen. Aber wie machen wir das? Was frühere Stempel an den Passwert soll in Zukunft ein automatischer Prozess gehen, wo Leute, die an die Union ran oder aus der Union rausgehen, einfach enregistriert gehen. Das möchte ein Access für die Leute, die sich am Voraus enregistriert haben, mehr einfach und mehr sicher. Aber es hilft aber auch den Sicherheitsautoritäten für die Leute, die hier Aufenthaltsgenehmigung missbrauchen, mehr einfach zu identifizieren. Daneben soll der Austausch von Informationen zwischen den Ländern und zwischen ihren Sicherheitsorganen stark verbessert gehen. Wir müssen wissen, wer wo auf unserem Territorium ist. Das ist die Schlüsselinformation am Kampf gegen den Terrorismus, aber auch am Kampf gegen Kriminalität. Wie eine Sorte Informationen handelt es sich dann? Die Informationen über die Anreise und die Ausreise, Gesichtserkennung, Fangeraufdruck. Die Informationen sind dann accessibel für die Sicherheitsautoritäten an den Memberstaaten und auch für Europol. Die Kondition ist selbstverständlich, dass ein Access zum System strenge Konditionen und Sicherheiten unterworfen ist. Es gibt keinen Frieden ohne Sicherheit. Und dafür schafft Europa daran, für sowohl den Frieden wie auch die Sicherheit zu garantieren.